Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. So, die nächste Story hatten wir ja gesagt, wollen wir hier durchziehen. Dann können wir immer noch hier zurückfahren oder wir fahren nach Wizard Island, tanken nochmal auf und freuen uns, dass wir noch leben und dann machen wir das hier. Weil hier geht es eigentlich, wobei, drauf geschissen, weil hier kommt man nämlich immer an einer Tankstelle vorbei. Fahren wir halt die Spirale, scheiß drauf. Mach den Dieb aus, finde ich. Machen wir halt erst die Sidequest. Drauf Schisse, ihr liebe Leid. So. Erstmal noch wieder runterrolle. Oh ja. Wir haben wieder tierische Gegner, wie es aussieht. Das sollte man machen, dass wir wegkommen. Oh, Schwärmer sind auch wieder des Nächtens unterwegs. Nokturne Gäste. Ja, die macht schon aggressiv, dass ich mich so ausdrücke. Entschuldigung, ich wär's Plumperfasser. Hallo? So. Wir machen uns doch mal auf den Weg. Tanken auf dem Weg. Ups. Ja, ich feiere schon. Igitt. Wie geht's dir, Kumpel? Hier rein. Wie gesagt, Mann, es geht schon mal besser. Hey, Ups. es blutet nicht mehr. Nein, tut doch noch. Okay. Hilfe ist unterwegs. Halt einfach durch. Soll ich dir dabei Gesellschaft leisten? Nein, oh, scheiße. Nein, ich komm mir schon wie ein Weichei vor. Mir, alles gut, echt. Ich komme später zur Krankenstation und schaue nach dir. Hey, So. ich kenne den Laden. Schön da, besser als hier draußen. Echt, Mann. Okay. Ja, ich war da auch schon. Ärger den Doc nicht so sehr, ja? Verstanden? Liegt ein Ende. Halt, Diek, was machst du dann? Du in die Richtung, bitte. So, können wir hier, nicht? Nicht? Da sind wir etwas komisch geregelt. So. Ah, so tankt er. Dann mal los. Ne, wir brechen bestimmt nicht ab. Ich habe vor, hier voll zu tanken. Okay. Ich weiß. Sehr schön. Das machen wir auf dem Rückweg am besten auch nochmal. Dann können wir jetzt nämlich erstmal hier die Kopfgeldjäger-Quest machen, ne? Ja, der Runner sage ich schon. Der Schwärmer ist auch sehr begeistert davor. Okay. Ein Bike werden wir jetzt wahrscheinlich nicht brauchen für die Mission. Befürchte ich. Denke ich, hoffe ich. Mache den Dieb ausfindig. Hier dann wohl, ne? Mache den Dieb ausfindig. Ja, mein Handy in der Nähe knödelt immer noch ganz schön herum. Was hat er gesagt? Ausschauen. Keine Ahnung, was er gesagt hat. Ah, da unten ist was. Okay. Weil ich muss mich ja aufs Vibrieren vom Controller einstellen. Und da ist wohl was. Ah, funktionierendes Bike in der Nähe benötigt. Okay. Und ich habe schon gedacht, wir könnten auf die Scheiße verzichten. Aber offensichtlich Mendo jetzt einer müsste Heckmeck vom Dienst und der Huppi Flup 3000 markieren. Deswegen machen wir das dann doch so. Ja, da sind wir. So. Was haben wir hier? Colonel, ich habe ihn gefunden. Kein Zweifel. Oh. Denken Sie daran, ich will Ihr Leben. Drecksack. Sir, St. John Ende. Okay, na los, du Arschloch. Verdammt, nein! Lass ihn nicht entkommen, Dick. Okay. Immerhin hat mein Bike noch nicht vollkommen verschrotet. Ziel entkommt. Bike benötigt Schrott. Ja. Habe ich alles kapiert. Wir machen hier schon. Ah, das gibt eine hässliche Verfolgungsjagd, ihr lieben Leute. Hört ihr auf! Drecksack!
Ja, schnell noch was schlucken. Wie war das? Ich weiß leider nicht mehr, wie das war mit dem Schießer. Ist auch schon wieder ewig her, dass ich das mal gemacht habe. Okay. Der fährt hier die große Schleife. Ne, das war Bremse. Ja, Diek, dann ziel doch. Noch einmal, komm schon. Ich muss erstmal nah genug dran. Ah. So. Komm schon. Gleich, Herr Mann. Oh Gott. Scheiße, der Motor ist am Arsch. Ja, Ziel entkommt ist schön und gut, aber das Ding ist im Arsche. Ja, das wird mir jetzt entkommen. Machen wir es halt noch einmal. Das war generell ziemlich mies. Passend zum Einstieg wieder die erste Episode, die ich heute aufnehme in meiner Aufnahmefolge von mehreren Episoden. Jo, dann muss das so sein, ne? Wir machen das noch einmal und zwar gründlich. Jetzt wissen wir ja in etwa, was uns erwartet. Dann muss ich aber trotzdem sagen, denn erstmals so in voller Fahrt mit dem eigenen Bike und Körper zu blockieren, war an sich nicht schlecht. Da habe ich ihn schon mal die Hälfte von der Lebensenergie runtergerobbt. Ja, misslungene Bikejagd, bla bla bla, fuck you. Sei kein Arschloch und so weiter und so fort. Zuallererst heilen wir uns jetzt schon mal, ne? Dann gehen wir nochmal dorthin. Parken in der richtigen Richtung. Reparieren unser Bike nochmal. Und zwar stellen wir unser Bike jetzt auch hier ab. Dann achten wir nochmal drauf, dass wir sämtliche Scheiß nochmal reparieren. Genau, kostet uns auch nur Schrott. 6% Schade hat sie schon gehabt. Was haben wir denn da? Na, also. Jetzt probieren wir mal was anderes. Ich habe ihn gefunden. Kein Zweifel. Denken Sie daran, Und zwar probieren wir es mal so. So, das hat ein klein bisschen Schade gerobbt. verdammt. Nein! Ich wollte einfach mal so ein bisschen über der Haufe schießen. Schieß aufs Bike. Okay, komm. Hören Sie mir zu! Ich habe nichts getan! Verstanden? Ich bin's nicht gewesen. Na, diese Billig-Ausrede. Komm. Und weg von dem Typer. Und immer dem Knetkopf noch hinein. Ach, Mann. Hey, Arschloch, halt sofort an! Okay, probieren wir es nochmal auf die clevere Art. Sie haben den Falschen! Niemals! Okay, Enddrecksack schon mal runtergeholt vom Bike. Na los! Herab dich! Jo! So, scheiße, komm. Den kriegen wir auch noch runter, den Drecksack. Ja, Vorsicht ist gut. Komm schon, mir hände ich gleich. Mistkerl, Eber habe ich ihn. Gott. Das andere Xox können wir ja fortfahren lassen. Der wird jetzt erstmal zurückgebracht und... Was hast du? Du dieses Arschloch! Nein! Nein! Na? Okay, was zum... Fahnenflucht ist das eine, aber man muss nicht auch noch 2 Leute umbringen. Lass mich, bitte! Lass mich gehen! Ich sag dir, wo das Zeug ist. Ich schwör's. Tut mir leid, Kumpel. Sag's dem Colonel. Jo, sie haben den falschen. 100%. 1800 bei Wizard Island gibt's noch.
Colonel, ich hab ihn, lebend. Übertrage Koordinaten. Die Freaks. Corporal, gut. Ich schicke eine Patrouille. Machen Sie Meldung. Garrett Ende. Und wir sind jetzt bei Wizard Island auf Vertrauensstufe 2. Dazu gibt es auch einen Fertigkeitspunkt. Guck mal da gerade mal, was kann man da noch? Verbessert sofortige Erholung, bla bla. Gesundheitscocktails verwende ich eh nicht. Halte Ausdauer zurück, wenn du Schaden erleidest. Das kann natürlich auch nicht schade. Hier waren die Superfähigkeiten. Erhöht deine Chance auf kritische Treffer oder Eliminierung um 25%. Stiefelmesser-Kombos richten doppelten Schaden an. Kann nicht schade, wenn ich das Ding mal nur noch hab. Henker, die Fähigkeit, einen Tarnangriff auf schwere Freaker auszuführen. Fügt außerdem die Fähigkeit hinzu, beim Befreien aus einem Kampf schwere Freaker und große Tiere zu töten. Das nehmen wir. Henker ist gekauft. Jetzt kann ich ja mich auch die Fettsäcke meucheln. Das ist ziemlich praktisch. Oh, wow, 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 wow. Du hast nämlich aber ganz schön was gefahren. Wenn wir jetzt schon mal hier bei der Gegend sind, möchte ich gerade mal wissen. So, lass dich mal rollen. Und dann fahren wir nämlich wieder auf die Stroß. Und kümmern uns nämlich dann nochmal um das Nestel hier. Okay. Kommen wir da so rüber. Ich vermute, da müssen wir... Ah, ne, wir können so abkürzen. Okay. Hoppendler. Ach, da kommt... Wie es aus dem Auto rausgeschissen kommt. Für Teufel. Okay, genau. Molotow-Cocktails haben wir nämlich. Hier mal wieder Hersteller. Hervorragend. Dort sind sie ja schon mal gefehlt, ne? Deswegen Klatsch und Bumm. Nicht kaputt. So, jetzt ist die Gegend nämlich sauber. Kewichte infizierte Rabe mehr. Also allmählich sieht es aber scheiße aus, was unser Muni angeht, ne? Nur so ganz nebenbei. Ich glaube, es ist mal an der Zeit, die Tasche zu plündern. Mhm. Das sieht doch wieder wesentlich besser aus. Ja. Super Sache, oder? Perfekt. Jetzt sehen wir doch auch wieder gut aus, was das angeht. Gluck, 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 gluck. Abgesoffen. Okay, dann wollen wir wieder zur Tankstelle zurück. Und schauen mal, dass wir das nochmal hinkriegen. So, ja, der Punkt muss ja nicht mehr markiert werden. Ist unnütz. Und wir kommen nochmal an Krähegebiet, Rabegebiet vorbei. Ich muss aufhören, die Viecher Krähe zu nennen, wenn es wirklich Rabe sind. Hoppendler. Dick. So, mach keinen Scheiß. Dann kommen wir da nämlich auch nochmal an Rabenächter vorbei. Können wir bei der Gelegenheit auch gleich ausräuchern. So, halte mal den Gaul an. Das müsste hier sein, ne? Da ist noch was zum Abflattern. Yes. Zwar ein Lumpe gibt's noch. Warum nicht? Ja, komm. Wo ist das? Scheiß Nest. Es ist Da hier aber irgendwo. noch. Ja, ich weiß, die greifen mich an. Aber das müsste das gewesen sein, ja. Dann haben wir da noch. Oh Gott. Hoffen wir mal, dass das ausreicht, um ein paar zu zerroppen. Kannst du riechen? Es muss in der Nähe sein. Ne, mehr kann ich nicht mehr machen. Tut mir leid, mehr geht nicht mehr. Da müssen wir nochmal separat zurückkehren. Es muss in der Nähe sein. Hier geht anscheinend nochmal die Luzi ab. Ja, da ist noch eins. Zeit für ein Feuerchen. Gerade. Weißt du, was zu tun gibt? Okay, bisschen Freaker versus Raider Action. Medikit, sehr geil. Rohrbombe, immer gern genug. Stinktiere. Voll Teufel. Verband und ein Medikit. Ja. Ein paar infizierte Ohren auch noch.
Warum nicht? Warum nicht? Wenn wir noch ein paar Sachen abstauben können. Besser als gar nichts. Ich meine, Medikits und Verbände, gib her. Nämlich. Jederzeit. So. Dann geht's weiter. Wow. Das war wohl ein Jäger. Wir machen, dass wir da vorbeikommen, weil sobald ich erstmal hier bin. Oh, Alter, wie schnell sind dann die Scheißviecher? So, da kommen sie nämlich noch. Oh. Dick, hör auf mit dem Rumgezieler, das ist nur noch peinlich. So. Jo. Die Tanke liegt auf dem Weg. Ich muss immer noch die Aare aufhalten, weswegen ich meinen Finger auch an L2 an der Vollbremse habe. Weil, wenn ich irgendwo was sehe, was wie ein Draht aussieht und ich denke, hier könnten mit der Raider am Start sein, uppala, dann muss ich volle Kanne in die Eise steigen. Ah ja, das ist erst hier. So. Tanken wir noch einmal. Ah, gutes Timing. Mhm. Gluck erstmal auf. Und dann geht's weiter. Das ist schön, so Selbstbedienung, ne? Genau, dann können wir jetzt nochmal hier reingehen in das Gebiet. Ja, da haben wir schon mal gut aufgeräumt, aber etliche Nester stehen da noch. Gerade diese Rabennester sind unglaublich schwer zu knacken, weil es immer sehr viele auf einmal sind. Da bräuchte man was Größeres, wie Feuer, wie Flammewerfer oder sowas, ne? Dass man das richtig hinkriegt. Jetzt wieder durch dieses scheiß enge Tal. Was dazu auch noch gut geflutet ist. Colonel, mache Meldung. Corporal, ja. Captain Corey holt gerade den Gefangenen ab. Mhm. Morgen kriegt er seinen fairen Prozess. Ja, Dann wird er gehängt. richtig. Prozess? Natürlich, jeder verdient einen fairen Prozess. Und dann einen Strick. Genau. Hals bis zum Tod. Sehr fair. Ja, fairer Prozess. Na dann, gut. Ich mache nur Meldung. St. John Ende. Ja, da kann man jetzt dafür halten, was man will, dass das fair sein soll. Im Endeffekt ist der schon schuldig, weil er weg ist. Und deswegen allein schon wieder hier Gericht. So, jetzt sind wir wieder in völlig neuem Gebiet hier. Wir gucken uns hier gründlich um noch. Die Musik ist auch irgendwie ganz cool. Ich glaube, das sind Krabbler, ne? Wow! Alter, wo kam der dann her? Kleines Kotzegetier. Wow, und das hat Menschen angelockt. Wow, Alter. Boah, Alter. Alter. Das war mal kein schlechter Hinterhalt. Ein Molotow gibt's auch noch. Cool. Okay, da bin ich anscheinend gerade in eine diverse Auseinandersetzung reingerutscht zwischen Freaker und Menschen. Oder in diverse Auseinandersetzungen, so rum. Meine Güte. Okay, also klar, ein bisschen auftanken können wir auch noch, die paar Prozent. Dann mal los. Fertig. So. Besser als nichts. Vielleicht brauche ich diese 9% irgendwann wieder, ne? Man weiß es ja nicht. Okay, wir gucken uns jetzt hier nochmal um. Das ist gut. Bierflasche, ja, die ist durchaus brauchbar. Kerosin wäre ganz cool. Und das scheint sich wohl entwickelt zu haben zum fast infizierte Gebiet wieder, ne? Ja, da kommen wir nicht hoch. Okay, auf dem Bauernhof muss es doch Kerosin geben. Kannst du mir nichts erzählen. So. Die haben doch nichts anderes da, außer Kerosin und Landluft. Komm schon. Okay, da können wir noch Knacker. Ich würde nämlich ganz gern wieder Molotow basteln, um ehrlich zu sein. Ein Verband. Ah, da gibt es einiges. Da gibt es einiges abzustauben. Hier ist nichts. So, dann gehen wir uns erstmal rein.
Und gucken mal, was es hier noch gibt. Offenbar noch ein Verband. Ich habe anscheinend ziemlich viel Verbände verschwendet. Hundespielzeug. Ah, da ist doch das wertvolle Kerosin. Geht doch. Und liegt natürlich Press auf dem Küchentisch. Wie bei uns daheim. Wacht man morgens auf, erst einmal gut Kerosin eingezwitschert und dann fängt doch der Tag hervorragend an. Wie im richtigen Leben. Mann, Mann, Mann. Hier ist sonst nichts mehr. Da geht's auf den Balkon noch raus. Ah, da hat einer gern die Sterne beobachtet, wie es aussieht. Kann auch ein sehr schönes Hobby sein, muss ich sagen. Ich habe als Kind, ich glaube auf meinen Weihnachten war es auf jeden Fall, wo ich 8. oder 9. war, habe ich auch ein Teleskop geschenkt gekriegt. Das fand ich persönlich sehr schön. Mit dem Ding habe ich auch gut was sehen können. Zwar nicht das absolute Profi-Gerät, eher so Einsteigermodell, aber hey, das war richtig schick, das Ding. Und ich habe auch Schäde Ring um Saturn noch gesehen. Ich habe noch Schäde Jupiter gesehen mitsamt Krater. Also das war richtig hübsch. Das hat mir echt gefallen. Das war wirklich cool. Deswegen so Hobby-Astronome wird es bestimmt häufiger geben. Gerade wenn man in einer ländlichen Gegend ist, wo kein scheiß Elektrosmog alles an Sicht raubt, ist das eigentlich eine schöne Freizeitbeschäftigung. Man sitzt zwar hauptsächlich nur rum, aber es ist was Gemütliches und man hat was Schönes, was man sieht. Kann man nicht von jedem Hobby behaupten. So. Lappen. Moment, war da noch was? Ja, kleines Rohr. Kann man dich auch noch nehmen. Entschuldigung, wir hatten bei uns im Ort eine Frau, die das immer sehr übertrieben ausgesprochen hat. Und die hat dann auch Verzeihung Eiwerfer gemeint, wirf's doch ins Rohr. Ach Gott, ja, das sind dann die Siedpelzer, ne? Die Siedpelzer, die dann in die Vorderpfalz kommen und ihren Dialekt mitbringen. Und in der Siedpfalz wird tendenziell eher das R gerollt. Ne? In der Vorderpfalz jetzt eher weniger, muss ich sagen. Also da kommt es kaum bis gar nicht vor, dass es R stark gerollt wird. Entweder bin ich zu dumm, um hier was zu finden, oder es gibt nichts. Beziehungsweise alles, was da unten noch mit 3 Eckelchen gekennzeichnet ist, haben wir schon auf Maximum. So, na? Nase, Yucca und Rivla. Okay. Alle hopp. Ja, das haben wir ja schon alles auf Max, ne? Wenn ich mir das so angucke. Auf dem Dach vielleicht auch noch was? Kann ja auch nie schaden, da auf der Dächer rumzukraxeln, ne? Ne, da geht's einfach nur runter über die Leder. Da könnte ich noch über ein Loch reinhupsen. Wer Spaß drauf hat. Okay, man könnte es auch einfach sein lassen. Gehen wir über das edle Wellblech runter. Und machen uns da wieder auf den Weg. Ja, die Scheier, die ist gefährdet, dass das zum Nest werden könnte. So, da hinten macht ein kleiner Bauernhof durch. Ich denke, bis du zu der Styropor-Ortschaft schaffen wir es noch. Und dann wird sich dort der Cut eigentlich schon anbieten. Wow, das war ordentlich gedriftet gerade. Schick, schicke Gegend. Hoppala. Wasserturm. Hier ist es. Mhm. Es muss hier irgendwo sein. Okay. Anscheinend gibt es hier auch Schreier, also die infizierte Rabe wieder. Tja, jetzt sieht es bei uns allerdings blöd aus. Weil mir als 2 Mollys Hammer gerade nicht parat. Ich würde sagen, ihr liebe Leute, ich mache an der Stelle, weil hier viele Schreier sind, meinen Cut. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig. Da können wir dann noch um Styropor suchen. Und höchstwahrscheinlich, wenn wir nicht genug Kerosin haben, können wir wahrscheinlich die Schreiernester nicht loswerden. Das heißt also, es wird lustig.
Aber das ist wieder ein Problem für die Yankee von Übermorgen für euch. Für mich heißt das, nach meiner Pause, nach der Aufnahme geht's weiter. Also machen's gut und bis Übermorgen dann wieder. Kann spaßig werden. Iron Yankee.